herzlich willkommen zurück bei einer neuen Episode von Comedy, aber der letzte von diesem Jahr sogar. Mit Gilles und mit Pitz. Moin. Guten Morgen, Gilles. Moin, der Piet, das ist effektiv die Lärch. Das ist ein bisschen Pipi an den Namen, aber ne? Oh, das geht. Das ist die letzte von diesem Jahr. Nächstes Jahr geht es ja knallhart weiter. Knallhart weiter. Mir das aber immer etwas Spezielles. Du schaffst aber das ganze Jahr also ob die famose Liste du. Ja. Bist immer um Notizen zwischendurch, aber kein draufkommen, dann was nicht. Ja, im Endeffekt hast du gar nicht das, was du nach 4 und 1 Monat. Das am Anfang ausgesehen hat, ja. Das ist ja auch normal, ein bisschen. Ja, das viel zu viel gut Musik gelaufen das Jahr. Für alle anderen. Ich habe meine Liste allein Haut 3-mal umgeändert. Ja, ich habe auch manchmal alle Woche ein Kehr geguckt. So, nicht von denke, gehst du einfach nicht drin, weil du kein Wert. Ja, Partouche, ja. Ich bin noch heute gut mitten, also gut, ich gehe jetzt freck. Das hatte schon ein Jahr hier, gell. Das ist gemeint dafür. Letzte Monat, wo wir die letzte machen. So. Ja. Das ist krass. Ja, wir hatten noch ein Zeitchen, dafür das, also ein Zeitchen, ich will nicht so nice gemäht, wir haben so ein Zeitchen nicht her, dafür sind wir voller Elan, für ganz viel absolut Interessantes zu schwätzen. Zumindest mir fand es interessant. Und ja, Album of the Year, ne? Also größten Titel, wie wir alle wissen. Und wir hatten noch kein Album of the Year Top 50 Mal, wir hatten sie gefällt gekriegt, mir so lange, so viel Zeit haben wir eigentlich mal nicht für das abzuholen. So viel Zeit für die auch nicht für die Punze lauschen. Nee, absolut nicht. Bleibt mal bei den 10 von 10er sein schön rund 12. Ja. Und ja, das Jahr hat effektiv mega viel Krasses zu bieten gehabt, ja. Muss ich sagen. Hallo, ich meine, wir hören das Hallo mit Dezember ab. Ich hoffe, könnt ihr nicht mehr raus, wir wandern können eben einen Last-Minute-Menschen, gell? Ja, voilà, Wander war Pech gelöscht. Ja. Ich meine, d'Office fängt wir mal an. Ich meine, Lützburg hat ganz viel rausgehalten das Jahr. Viele Leute mit denen wir etwas gemäht haben. Und ich meine, sollen wir so ein bisschen abzählen. Natürlich machen wir das hier, wir lassen keine Wäsche. Wir vergessen noch bestimmt Leute. Das letzte Jahr Landsleute denken. Absolut. BFFs hier. Jogger wo neue Lieder rausbreut. Ich weiß nicht unbedingt von Alben mehr in dem Fall für mich ein letzte Release muss egal wie genannt gehen. Jogger war du Hexin mit denen auch hab's gemäht und einen ganz interessanten Interview an Outtakes hatten. das geht an einer anderen Episode denke ich wenn immer wenn nicht nach das Jahr geliefert. Blanket Hill ganz natürlich. Ja. Fusion Bomb, richtig. Preter. Sublines, ja. Ach, du auch nach do. Sleeper Skills. Prinzipiell, ja. Sleeper Skills. Nee, ich meine, wir hatten noch nicht abgezählt, mehr effektiv. Du war Oraps, ja, und bestimmt noch irgendwelch andere, wo man nicht so weit drüber gehört tun, wenn man auch nicht alles können lauschen. Voilà. Ja, im Fall, das ist auch hier im Land viel geschieht, muss ich sagen. Ja. Hast du dann so ein Top 3 von den letzten Releases von diesem Jahr? Also es ist definitiv ein Top 3, wo man alle für du schon gesprochen ich kann das so spontan nennen, weil ich du einfach Punkte, wie sich unhören wird, wie professionell es war und wie einfach zu leisten war. Nummer 1 ist bei mir Sublind, gell, 4 Wäsche, als klar. Dann Hexin, weil ich den Album, auch wenn es just ein paar Lieder sind, guten, mystischen, sag ich mal, schwarzen Metall, an der Version haben mehr Mengen Spießlo nach nicht wirklich zu Lützeburg hören. Und das tut definitiv einen Platz verdient. An Preter. Preter war. Am Anfang sind sie alle gut. Ja, sind wir mal ehrlich. Selbstverständlich, ja. Das ist auch schwer, da einen Kronen zu dienen, aber das war mal die 3 bei mir. Ja, bei mir wäre auch Subline, wer auf Platz sind. Dann auch Hexin. Mega geil EP gewirrscht, gell. Wirklich nie ganz viel gelöscht hat. Und da gebe ich noch Blanket Hill holen. Out for the ja, wie du siehst, sie waren alle gut, gell. Ja.
an ja schmengle schon Olo ha nach wiest du och nach so hot Contenders wo leider net an als Top 10 gepackt hun menge sinn awer ehrlich wenn man so en so de 10 wo mal heilo nennen oder 20 als 2 schmengle das just op ganz hegen Niveau gepingelt fir dee Platzen ze ginn weil sech sinn de mengenech bei de Menge wie bei dem anderen genauso viel gelaufen genauso viel sinnvoll an méi as du se schnitt ich fand immer schwer se Top 10 so dat war gut dat war schlecht so nee die 10 do also sicher die lauscht uns wahrscheinlich noch nach bis an nächste Jahr ran das ich ging so en Melee lass weil gedenk lang ja mal du dann noch so honorable mentions oder honorable mentions ich mein am schnell durchlaf Periphery Gent is not a genre ufangs dass die rauskommen und ich mega cool fand schon mal just bis mich schwer gedun rankommen mehr im Endeffekt und ja da sind auch immer Gent Kings so von dem Metalcore Ära Nightmare Deformity Drifts war ein dick guten Album auch viel zu wenig gelauscht hat an war sonst mal muss genannt gehen Celestial Annihilation of Esoteric Nescency ich meine eng indonesisch und dann pardon einen southkoreanischen Solo-Projekt guten kosmischen Black Metal bewiesen ja das ist total Müll also für eng Person lang bon, wie man wüsste viel Black Metal Act sind so One-Man-Shows gell da war eng sehr gut Qualität das sind pur wo ich ging nennen gell okay und du Schatz nach Aufski 100 R dänisch atmospheric Black Metal Band ja mehr geil von lieber zu gespart gehabt Cannibal Corpse Chaos Horrific hat last year schon eine Menge total gehabt ich hat den Luther Ball auch dran gesagt geil weil das scheiß Geld in Album geil. gelauscht hat mir das ja das Classic Cannibal Corpse das Cannibal Corpse das ja es machen nicht falsch kann wirklich so ne das ist richtig Enslaved Heimdall hatte ich nach ja so Insomnium anno 1696 ja das ist ein EP ja den ist auch speziell no das ist schwierig voranzukommen aber nur Pumo lauscht drin geht immer besser so und ich fand auch das ist ein EP ich fand Spiritbox die 404 muss ihn auch erwähnt tun ja das ich nicht erstaunlich fand weißt du, weil ja Eternal Blue und nach nicht so war geil weil sie ja aber nicht lo de 4 mir fir war jo nach Rotoscope war nach krumm dat war jo eng EP ich wis net op dat last war oder ufang des Di wech ne méi die können mal sie sind ja hein so wese net wie sie hier sache schreibe me et funktioniert ne ja das Chapeau gell gut na dann gi so kommen leckeren Top 10 wie will dann ufenken schlossen der mein Freund müsste dat okay ma dann fängt man direkt man dat das schein heftig brutalem direkt schon Platz genau direkt in your face fängt man immer Platz dying fetus make them back for death das ja das ein klassischen dying fetus Album ne wo ich mir so toten das wahrscheinlich also mega Meinung nur no Wayne Supreme den zweitbesten von deinen Fetus in hier Karriere überhaupt muss ich so und so ja so sind ich nicht unerverstanden Mutter mittlerweile auch schon den 11. genudelt Gitarre genudelt aus perfekt den ja Aspekt ne ist op der Punkt das immens gute Songwriting von gute Stau obwohl so heftig brutal ist geht immens gut an Dauer ran mit sucht der ganzen the Slam the Groove von alles sie mischen dann einfach immens gut an dann natürlich dat ultratechnisch gefreckels für dat auch seit Anfang 2000 bekannt sind ja das war geil ein Album wie gesagt, geht immens gut an Dauer absolute Mosch-Album an wie gesagt, das gute Songwriting muss ich so ich hatte Sang Bass alles
ich hatte ein Album auch manchmal nicht so oft wie du definitiv von Joyce Liste gucken. Bei der ist definitiv mehr den Death Metal präsent an all seine Varianten, an den schwarzen Metall, wenn du Mengen gucken, das vielleicht effektiv das wissen wir ein bisschen mehr soft, ein bisschen mehr proggy, an Post dran. Aber da ist das auch gelaufen an ja. Der Bass, gell, wie du gesehen hast, gell, der Bass, der schöne Bass. Und ich kann auch so wunderschön gereichen, mein der Bassist, gell, so. Also Sachen wie Ja. das ist schön. Das ist schön. Ja. Dein Feed ist nicht so enttäuscht. Was ging auch wie schwer, Album, finde ich, muss ich ehrlich sagen, aber von noch, ich weiß nicht, was lässt mir rauskommen, was das ich singen, so das Dunk singen. Das war. The One Want to Fuck With. Ja, das ist schon ein paar Jahre hier. Ja, der war drei auch nicht schlecht, aber ich fand den Hai und sich wirklich schon ein Schöpf drauf gelöst, fand ich, gell. Ja, gucken, was sie demnächst machen. Ne? Naja, ich fange nun, mein Bauch krummelt, das ist ja schon effektiv Hunger, das ist vielleicht das. Aber dann nur ein bisschen Backing-Tracks. aus Geheulz und gegrummelt. Das passte da noch bei unserem Musikstil. Comedy. Genau. Bei mir auf meiner Platz 10 als eine Band, die du wahrscheinlich noch nicht hören wirst, weil ich schon so nicht kannt, bis das Jahr. Ashbringer, We Came Here to Grieve. Ganz bizarre Mix. Und wieso sie so schön, die Band selber deklariert sich als False Black Metal mit Midwest Emo Influenzen. Klingt mega bizarr. Das ist mega bizarr. Aber was mich an dem Album so wunderbar inspiriert hat, also einfach wie brutal, nicht brutal, aber wie ehrlich ist. Und das ist furchtbar honest. Und das ist nicht so, ich will schön singen. Der Sänger, ich will nicht sagen, dass der Sänger super gut ist. Und das ist vielleicht sogar auch nicht super gut. Aber es passt einfach bei dem, was zu machen. Und das ist ein Mixtur aus ja, leichtem, wie gesagt, Post ist dran, Post-Black Metal, aber ganz leichten, teilweise aber auch ganz dekadenten. Dann sind die typisch, ja, Emo-Vibes dran. Nach denen ist nicht super, ich will nicht so, dass ich nicht froh damit bin. Ich meine, ich schon ein Oder für so Emo-Shoegaze-Szenen und so Sachen wie das. Der ist aber kein dran. Aber es hat schon einen ganz eigenartigen Sound. Und das ist, wie gesagt, einfach furchtbar ehrlich. Und Elite zum Beispiel, wenn mir wo ich auch gerne rekommandieren, das Pages. Das ist auch ein dick witzigen Videoclip davon raus. Und schon die Band hält sich nicht echt, was gut ist. Und sie wollen einfach just Musik machen, wo vom Herzen können. Und das ist ein furchtbar emotionalen Ride, die ganzen Alben zu lauschen. Und ja, schon ein bisschen, schon einfach geguckt, was hast du das für viel gelauscht hat, aber was musste hun, wenn du am Auto sitzt. Was sind die Alben, die bei dir gebraucht gehen? Und das waren eben die 10 Hai, an denen du hast mit drin. Ja, ich hatte wie gesagt, ich hatte auch Band gar nicht kommt gehabt. Ich hatte auch noch recht Göster, die ich gelauscht hat gehabt. Ich noch nie hören hatte Wunder. Das nicht schlecht, teilweise schon zum Beispiel also wirklich die da so ein bisschen atmosphärische Black Metal mal dran, ja, so definitiv. Das ist effektiv, wo ich mich drum gesteuert habe, war effektiv der Gesang. Muss ich sagen, also Tash Vocals hauptsächlich, muss ich sagen. Aber bei mir sind nicht Cleans, wo ich so, da sind verschiedene Themen, wo ein bisschen lustig klingen. Ja, das stimmt. Ja, das war speziell. Ja. Das passt bei ihrem Stil ein bisschen schon. Ja. Aber ich hatte besser von mehr so die klassischen High-Pitch Black Metal Vocals gehabt hat. Das war so Affaire de Goût einfach so. Ja. Das ist Affaire de Goût, und ich meine, das ist auch das, wieso sie sich selber als False Black Metal, weil sie sind nicht gut angesehen. Also an der Black Metal Welt sowieso nicht. Ich meine, du hast nicht gut gesehen, was nicht true ja. Das wissen wir. Weil sie sich eben so labeln, ich meine, sie sind eine ganz kleine Fanbase, aber ich fand lo als einem musikalischen und noch natürlich als einem retrospektischen Point de vue hun ich den Album müssen holen, weil irgendwo dick gut geschrieben ist. Vielleicht nicht super gut produziert, das vielleicht auch nicht super gut heiern du hört mir das einfach, wenn das tot ehrlich. Ich meine, das beschreibt den Album irgendwie ziemlich gut, so nicht mal sagen. Ja.
mir gut ja weiter am Basar ja weiter na was muss kurz Lösch zurückhören kann dazu komm Ding du nicht mental cruelty mat Zwielicht wunderbar eng Deutsch Deathcore Band die war relativ jung aus die schon schme 3 Albumen ganz sicher der Feier ja wat neier das ein Sänger dabei kritz der Lukas Nikolai an den Dude aus krass ja den wird das richtig krass ich meine das ist auch den ähnlichen Album oder Mün natürlich pur Alben effektiv gemeinsam das Mänglisch ja gerade 2 ja da das effektiv den wo man gemeinsam hunden an ja du siehst den et gëtt Lorna Shore menggeneg ass fir Massen so ass méi den klassischen Deathcore Band mit den das bei de Mainstream so. Ja Et heiers fir Konnoisseuren so nech ja okay schlecht also et kann ja natürlich ganz viel Vergleich opstellen den Album kann den immens krass mat Lorna Shore vergleichen och lächten Album da so den de Black and Deathcore das Album as schwarz in man wie Black Metal Waves mat dran egal an dat orchestralen Hammergrund so dat Funmens in ihrer Musik noch die massiv krass Breakdowns natürlich Pompelen so gerade die richtig ruppig Gesang aber das treten das für mich de besseren Album zu dem wat Lorna Shore raus das film Innovation dran das film Obviously dran an dann muss so Stecker dran wie dat Lied Zwielicht dazwischen der verkönnt wat cleanen op Deutsch gesungen und plus nach geil cleanem Gesang einfach so atmosphärischen Zwischendeal so dat könnte so geil ja dat passt wie falsch op da wie se seht ne vermischt bei ihnen also ich hat nom lächten Album A Hill to Die Upon warch man schon nur dem Skandal wo man Ex-Sänger hat so okay dat du waret dat das vum dech Schwarzkimmer an du kom mensch dat echt Lied wat ze released hatte war Nordlies mengenech an da war also okay dat klingt du net wie ich mal a Return vun Mental Cruelty of wat hunn gell das weil ich den Album schon den Album just eng Platz mir heich gesagt bei mir ist noch der 8 just für zu so das wie du siehst die Innovation an die ganz Atmosphäre wo iwwer die ganzen och effektiv vom Echlied bis zum Schluss gedroget als huet irgend Appes folklorisches an irgend Appes mystisches wat den net las lässt irgendwie das viel Deutsch Folklore dran so an die Ruppe ich mein die ruppeste Breakdown aus denen as am Lied passt wo einfach der Breakdown so so mat dem Bass wo das geht durch an durch 2 Minuten lang gezuge das Perfektion ja also ich hab Album auch wieso doch Band am 4gänge Album kommt gehabt an der weil du wirklich nicht wo Mu von mir gedurcht hat du mega drauf Stücke durch plus kommen an ja das ist definitiv de besten Album an dem Genre wat das hier rauskommt was schon du sind ich absolut denger Meinung ich meine Carnifex das die Ohren Album rausbrut den ich will nicht so kal gelos mehr war nicht weit davon war so ja dat du kann immer das Carnifex mischt ich finde immer der Zellwischt jein das aber leider so ich auch das vom Sockel gehabt so. Ja an da muss ich aber so als vielleicht wir mussten gucken wie weiter geht Mental Cruelty den nächsten Album mischt und ging ein zu Copy zu Zwielicht gehen ich kann mir irgendwie nicht vierstelle weil wie du siehst die sind jung motiviert also aber schlecht oder ihre Sänger Schlagzeile gemäht für Drohnen und ich meine sind ja definitiv Hype Train von der Deathcore Welt in der W aber noch immer als Geheimtipp weil ich persönlich gut fand mir gut dann immer schon eng Platz an nur gespurt wann du mehr hast
So, ich gebe bei Mengenplatz als ein Album, wo bis später mir rauskommen ist, wo ich leider den Konzert verpasst und die waren zum Neunkirchen aus Svalbard mit dem Album The Weight of the Mask, ein Post-Black Metal Album. Svalbard kennen ich schon seit ihrem Viergängeralbum. Ich will mich auch nicht als großen Svalbard-Fan durchstellen. Ich hatte auch nicht gedacht, dass das Album mich so ging beeinflussen. Aber die Lieder, wo schon eine Single-Auskopplung rauskommen sind, ich weiß nicht genau, wie sie heißen. Ja, das aber, wie gesagt, das viel geschieht ist Jahr. Haben genau das geliefert, was ich an einer Post-Metal, Post-Prog Band sichern. Ich war nicht unzufrieden mit dem, was sie geliefert haben. Gell? Die gehen auch schon eine Zeit, die gehen seit 2011 Mengen. Ja, doch. Und noch den Post-Hardcore-Aspekt, wo sie so ganz dezenten Elemente herbringen, das gefällt mir immer. Dafür war aus sich ganz klar, dass ich mindestens ein richtigen Post-Black Metal Album an das Licht ranholen, und das war da wohl den Toten. Ich hat Bands Nummkant gehir La vom Joer matkrit, dat den Album du relativ gehypt ginnners an mens gut Kritiken gut huet so han Jobel ra gelauscht hat an obwohl er doch net grad so lo so gif lauscht, dann muss ich so den ass ziemlich gut ge verdammt gut so gut ge. Wat ich interessant fanden ass bei ihnen weißt du, so geheim sich zumindest viel zu starten so geheim sich Gegenseite so dat spielst doch an der Lieder so Motivation hin an hier hat auch eng bisschen mehr eng gruppech ekel Stimme wann dann décidéiert Harshfocus zu hunn hier als méi als Main Co-Leadsinger wann da so kannst nennen gell. Me ich schon irgendwie gefühl dass die Feier sich so krass ergin. Ja, dat tun ich lächten Album wie schon gees. When I Die Will I Get Better, die war 2020. Do war ich so merkt das eng dick geil Band mit mich schwer und doch anzukommen. Mir war das definitiv mir einfach an tut vielleicht doch geholfen, dass sie mittlerweile auch bei Nuklearblasen erwähnt sind, ne? Dann da geht das vom selben gelden Hype. Ja, das ist definitiv eine Band an der Post-Metal-Welt, wo ich muss da noch pallen, weil ich meine, die sind noch nicht fertig mit guter Musik produzieren. Ne, ich meine, die fängt lummerisch richtig schön, ja. Ja, das ist so, wie gesagt, Post-Rock, Post-Black Metal, ja, aber Post-Black Metal kann nur total zu verschiedenen Welten sein. Richtig. Das heißt, das ist echt das Ding, wo ich so, nicht so gerade in der Weh sind, aber du hast dich immens gut gelauscht, gell? Ja. Top aufgeholt, gut Produktion, alles, gell? Ja, Top-Produktion, du kannst nicht so, gell? Ja, aber wie du siehst, Nuklearblas eben. Ja, aber das hilft, ne? Ich meine, das wissen wir, gell? Wie gut, gehen wir weiter. Was ist mir, ne? Das sind die, mein Freund. Da kommen wir bei Nummer 8, Liturgy, mit dem Album 93696. Schönen Titel. Liturgy ist ein weird Band. Eng Band, die von allem am Black Metal immens gehasst als was ze repräsentieren. Dat leidt o Film, also Sängerin Tila Hunt Hendricks als ganz an dem hat nennt das Genre von der Band Transcendental Black Metal. Okay. Und, das so ganz an dem spirituellen religiösen philosophischen Konzept mat dran hat selber entwickelt einen YouTube-Channel wo darüber schwätzt mega komplex no kommen an das so ein Thematik da kann ich gut fan nur net ich meine geht viel um Religion ich gebe da definitiv net als wie als Christian Metal bezichten net weil du für weiget aber zu viel davon of an wo man du dat alles der seit losen an mir gucken wat ze du musikalisch gelecht tun alles schon Band schon mir lang kommt gehabt an es nie wirklich rakommt um nie wirklich gefall gehabt an ab dem dote muss ich so ein okay dat du hält den aber schon mat ge zieht dich wirklich sport den sei kreischende Gesang an
dat evaluierten Keyboards am Hadergrund geil wat so mega sind gereich mcht geil an dat ganz praktisch an das schon eng ja ein transzendentale Rees bisssen durch den Album sich durchzuleucht dran ne ich kann leider nicht viel dazu sagen wie gesagt den du hast den ähnliche Urschlo nicht gelauscht tun erst dem ganze Wirrwarr wo Melo gegenseitig stille hun ich war effektiv doch nicht dazu kommen so wie du mal beschreibst gesinn ich mich zumindest aber verschiedene Aspekte wahrscheinlich appreciieren ja ich krieg dat aber schon feststellen dat auch bis ge gefallen wäre den Album rekommandiere lo man ich mein, lot nächste Jahr auch eng Episode mal effektive war Religion Schweizer mengst dat kennen so als ein Beispiel so okay so kann ich Musik machen ohne zu viel die religiösen Aspekte gucken und aber ja kann ich vielleicht so wie gesagt also da beschäftigt sich schon am Christentum aber mit einem andere Konzept wie den Lo in der Bibel viergehen als hat wirklich so sein Agent philosophisch Konzepte von der Schaf gehabt an das schon interessant wie gesagt, muss ich gut kann gut fanden muss nicht gut fanden sind nicht den allergrößte Fan davon muss ich so aber ja das kann ihn aber so mal rabbringen an so Geschichte wie aus Religion mit Metal verbunden so kann ich so wie gesagt allein vom musikalischen Standpunkt hier liefern sie wirklich abs richtig geile so hat der Spark hat schiiert aber der Schmattel bei Rees dann da wird ich was ich ja nur machen muss ja gut und Gesang muss ich bisschen gewinnen so den High Pitch so gelieft nee aber ne der Feder schmengen das okay dann ich will lieber geschockt den rein bist schon ich muss so auch schon nach wenig sind ich mal an Dinger löscht weil ich nämlich wusste wie ihn hecht sind ich mal an Dinger Bandcamp löscht sichergang wie der hecht an du schnell gelauscht hat so lusche das so lusche das einfach ihr schnappst du man sieht nee gehört dem man eine Chance den so die möchte so scheiß die mischt dat net die will so ja mit nach besser fand ich also schweif mal of mir nach besser fand ich Bethlehem Album Dictius Tennekari war mein absolute Lieblings Black Metal Album ever aus geil da ein Album den mischt ich fertig geil mit seinem Gesang nicht immer am Gesang mir mit allem das was sagt gelauscht ist dann gelöscht an evaluiert ist da warst du fertig ja so ungefähr ja okay da wird sich fertig schon Nummer ja gut dann ich gehe einfach mal weiter weil ich ignoriere mein 8. Platz als auch Mental Cruelty 2 Licht Menge mir höher schon drüber gediskutiert ich gehe einfach bei meinem Platz 7 und dann Not reden wir dem da gehst du über den 7 also weiter ich habe enger 7 auch eng Band wo ich nicht kann tun am mat engem von denen wahrscheinlich komischste Band nehmen wo ich hierher hun okay good night se an den Album als auch furchtbar viel gelaufen schon bald zu viel weil ich teilweise gesagt werde dass es statt Lift verschiedene Lieder so gecraved und dass ich immer im drin schwätze vom Album The Fox and the Bird wo du ganz folky als Titel an der generell dann wo die Band kennt oder nicht kennt wen sich ob die Sicht möchte wäre doch du wahrscheinlich definitiv Folk-Elemente rumfannen das eng Band aus Boston Massachusetts wo seit Mengen 2018 geht das ziemlich frisch nach ja as Metal as Rock das definitiv Prog für dat zu schmengen hier een interplaytischen Prog Rock an Prog Metal verschiedene Passagen wo mich ultra krass und Rollo Tomasi erinnern weil et gibt ganz viel clean gesungen Madame die singt sehr eng wunderbar stimmt clean also ich mein Cassie Lee oder so eng wunderbar clean stimme kann einfach ganz ruppisch gehen just das ein bisschen zum Mann für mei gut et misst mei do von auch sinn mit den ganzen Album muss ich vergleichen mat oder mich ganz viel und so erinnert werde ich als Kant geguckt und das Watership Down ich weiß nicht ob du das kennst frag ja natürlich kenn ich den ja den Kant terrorisiert ja
irgendwie hatte ich die Nuancen da. Okay, den Cover hat natürlich nicht geholfen, gell? Der Cover ist ein richtig flott illustriert Bild mit einem Fuß am Busch, mit dem Bird neben dran. All Lied geht an der dann über an für so eine junge Band, die kam so etwas rausgeht und so gute Musicianship ist, ob es die klassische Gitarre sind, die elektrische Distorsionen, Batterie und dann die wirklich verrückten Prog-Aspekt, wie zum Beispiel im Lied Mountains oder so, oder The Snake, wo ich mal so, wow, okay, krass. Es wäre ungerecht, auch wenn es vielleicht nicht das Herzste ist, aber das vielleicht definitiv das Softeste, was ich das Jahr auf meiner Liste tun. Aber ich kann nicht abhalten, nicht zu lauschen. Okay. Ja. Ich hatte, bevor wir der Teil angefangen haben, kurz bis Online-Kompass, und ich hatte die Ewigkeit gelauscht gehabt. Ich hatte gut erkannt gehabt, da nie die von der Herren, und schon mal direkt gedacht, ja, da tut das Gilles-Musik. Das ist 1000%ig Gilles-Musik. Ich hatte ein bisschen, da ich Schlitzes gelöscht gehabt vom Album, das ist da ganz viel. Du kannst nicht vom Recht so. Nee, der Drought, mengen ich ne? Ja, ich weiß nicht. Ja. Das ist nicht fertig, das ist gut, musikalisch das ist gut. Ja. Aber ja. Das ist doch gut, mich mengen mir ergänzen, also du... Natürlich. Das ist top, das wäre auch langweilig, wenn man 10 Mal erzählen statt, gell? Du hast recht. Ja. Naja. Dann, du hast los 7, davon ich mit länger 7 weiter. Du hast Ignea mit Dreams of Lands Unseen. Ein Album, über den ich das Jahr schon viel geschwärzt hat, bei so Episode, wo man Daniel hatte. Das ist das dritte Album von der ukrainischen Band. Und ja, das ist eine Mischung aus Melodic Death Metal, Symphonic Metal, Folk Metal. Das viel dran. Das ist immens viel dran. Und von der Thematik vom Album her, also so ein Konzeptalbum von der ukrainischen Fotografin Sofia Jublanska, was auch so, ja, Fotografin und so Travel Writer, was eben durch ganz Welt gereist ist. Und ja. Die Reise vor gemacht wird, die erlebst du auch so ein bisschen, wenn du durch den Album lauscht hast, ne, du so Folk-Elemente aus verschiedenen Kulturen genau mal tragen möchtest. Sie wird orientalisch, sie wird méi ostasiatisch se immer an dat mischt eng immens cool Atmosphär an dat könnt Ignea wirklich immens gut, dat hun schon 4gänge Album gut kont gehabt an hai och habe ich bis gewundert, dat den Album deweis bisse gemischte Kritike von gehabt huet ich fand das sau gut Sängerin Tele Bogdanova als sau gut se harschwgels den gut sing Tine Gesang as immens gut noch die alle gute Songwriting kann ich schnell so. Ja, du hast meine Josh für in 2 Jahren hast du die letzten Ignea Album schon an enger Top 10 mengenisch wann ich mich richtig mich kennt mich aber mengen net weil schon so lang nee, ich mein, das war wo die rauskommen aus der Verführung Podcast nee da waren dann Dinger wo man die echt Episode man da hatten man metallischen Inspektor wo man über da ist verstoppte Perle geschwar mengenisch also war ich näher dran dat we ich das Jahr, die Episode wo man dann gemacht und du war okay da war das ja schon zu weit und Vergangenheit zurück ja Ignea als solo eng Band wo ich wollte nicht so dass es net lausch drin mir das Stilweils erinnert mich ganz viel und auch soll ich mal Infected Rain ich mich okay als da faire Vergleich nicht wirklich mehr just Elite auch gelauscht hat et wundert mich ehrlich gesagt, weil ja aber das ist vielleicht dat dust was du op Dinger löscht na wann so guckt eventuell vielleicht ja. Also ja immer dass du aber Ignea so topfens das ist dein was mich so ein bisschen verwundert du sich schon für einer Zeit vielleicht auch wenn dem folky Aspekt wo so aber deweils du so ran trudeln mir bon das ja auch net nimmen nonstop all nimmen brutale Shit mehr das stimmt mir wann ich wohl Death Metal Album ging so Moment du stimmt
ja okay stimmt ja. Was okay lösen Album ich mein tö Melodic Death Metal Element dran also Blasbeat mal dran und ja das wahrscheinlich so gesehen aus den softesten Album da kannst du rechten ja. So, mal dann einfach so mal froh okay wo sind ich tun ist sie bei 6 kann bei 6 okay ich muss zu meiner Verteidigung suchen das Platz 7 6 auf 5 sind ziemlich identisch an dem Watze machen ja, okay. für das Monster so prinzipiell sind 3 Prog Metal Albumen mit ganz viel anderen Influenzen wir schmengen lo Menge Platz 6 Aviations mit Luminaria wo am September englisch rauskommmers da das so vielleicht den wo ich noch bisschen May Sachen traut an vielleicht einer Genre nach du man daran hält we so mal so also das definitiv Prog Metal an so mich zum Deal und eng besser Version von Dream Theater ja schon dat gerade gesucht an ich vertreten dat auch weil sie einfach alle genial Musiker sind alle guten schon selten Metalalbum her wo de Piano so am Vordergrund steht an de Piano so als eng aktiv stimme an der Musik vertruden ass an net just immer am Hintergrund oder kleiner Akzent im heise Neweis Lieder Piano abgebaut das furchtbar orchestral das teilweise sogar mega genty wat erfrischend ass das auch eng definitiv Prognummer an all singen Aspekte an schon dat Lied mit dem ich die Herrschaften do entdeckt hun oder de Grund generell der könnt 5 auf froh dass dat ha nicht bis du hin dat Lied Koma dat sind 12 Minuten vielleicht bis zum Mann genau sicher wie lange dauert verdammt lang Lied wo Dream Theater an de Schild stellt an all seine Varianten schlossen da so stohlen auch van der Gesang der den Schwester so van gleich van net as nicht schlimm dat wat dich wahrscheinlich net wert überzeugen as der Gesang an ist sie da verstehen okay ja du hast recht weil hat kurz gelauscht okay. Net der Titel was du gesucht hast mehr lief ja der Gesang als dat wat mir am Monster gefällt ja. Tut mich ganz bisschen ein ganz kleinen Grimmel holt mich und Protest Hero erinnert ganz anderen Fallout Boy ist auch mal dran obwohl verloren der stimmlichen Aspekt absolut richtig Protest Hero ist definitiv Matto dran ja also musikalisch nicht schlecht aber ja auch der Gesang als das was nicht so aufgeholt ist ja dafür hun gesot weil mal gedet de Peter ja ich mehr kann hast gut das man zwar so kann mir gut gi mal weiter gucken wat immer weiter komplette Kontrast ich muss auch bei dir so wann ich gucken den Kontrast von okay Night und dann Mental Cruelty ja richtig die direkt nur bei den Laien so. ja ich kenne lo Elite von Mental Cruelty ne ich will du von und daran direkt zurück und noch Pest ja verständlich man da doch oft so ja das muss gebet gehen voilà, da kommen wir bei 6 als Cattle Decapitation mit Terrorcide ein viel gehypten Album von diesem Jahr zurecht Album ist geil das den 10. Studioalbum Cattle Decapitation ein amerikanisch Death Metal / Death Grind Band Schnellband so verdammt schnell Band ihrem Lieblingssängerin den Travis Ryan den auch auf dem heiten Album rum Gift a Galle durch Gegent speizt an aufgefuckten Goblin Vocals die um sie zwischendran geheizt geil an ja sind
beschäftigt sich ganz viel mit Themen wie Naturschutz und Tierschutz, aber auch so misanthropisch Sachen an Ausrottung von der Menschheit und da so eine Thematik verzeihe im Album ganz stark aus dem ich werde war das der Mensch seine Rolle nur um Weltuntergang an einer zerstörte Welt so das ist ein bisschen so Thematik vom Album das wie du siehst das knallhart das furchtbar schnell sind ultra krass Blastbeats an eben die giftig Vocals an ja also ich meine Vocals sind auch, das sind die Sachen wo da direkt abfallen an eben den Drummer war doch immer den du mischt mir mischt gut mischt schnell ja ja ich wusste nicht dass es schon so lange geht das war der den wo ich ein bisschen wo ich mich ja, da meine 95 gegründet ja, ja, Album also 2002 rauskommt meine so das ist schon ein gutes Zeitchen dabei den echt Album konnte ich nie so wirklich viel aufhängen das riecht so ab 2011 wo Monolith of Inhumanity rauskommen muss ich meinen absoluten Lieblings-Death Metal Albumen von hinnen ja geil Band hun net gerade so ger wie du Death Atlas die Fi da rauskommen so Monolith Inhumanity der Sound aus von der Produktion hier ist wie so liegt keine komprimiert heinst du und da möchte die bisschen muss bei der zweite Halt vom Album fallet heinz bis mich schwer so durchzulöschen ja das man jetzt Kritikpunkt im Album für recht ja wie gesagt ich liebe Cattle Decapitation ja ich mein Lieblings-Death Metal Bands nee du gingst ja recht also du wannst du nicht wirklich super fokussiert was an iwwer die kleinen Details kannst wäsch gucken dann kann die zum mullste Schluss also ich meine schon 2 Lieder gelauscht hat nee 3 die ziemliche Umfang an in zum Schluss an der war mir Moment du hast aber schon irgendwo dass du bist so ich will jetzt so vor dem verlorengegangen hast mir so keine Ahnung fehlt sich irgendwie zu viel aus der falsch Wort ja Songwriting selber gut aus geil das einfach ist wie Produktion die du lappt Grund keine Ahnung ja gucke was trotzdem das viel gelauscht hat bei mir ganz viel gelauscht hat weil sie noch aber wie gesagt wie sie ist ein gehypte Band gell? Ja mittlerweile große Nummer ja ja da sind wir schon an der Halschend also ich sind an der Halschen kommen wie gesagt schon für du gesagt der Grund wieso ich den Album für den Aviation sie überhaupt kennengelernt tun hat ja für Main hat mal die groß eher nach immer stolz drauf in Oscar den Edward Lewitsky von die Anchoret mit den Apps gemäht zu auch dann effektiv Interview an hier ein Album It All Began with Loneliness wo ich vom guten metallischen Metal Inspector rekommandiert gut war so ich muss ganz ehrlich zugehen dann hört er doch lo und das okay schon geleischt hat an ich war so ja das nicht weil ich schon hören hören an sind ein bisschen durch Lieder geskippt ich meine das kennen wir alle gut ne schon im Album war immer meine Chance gehen an immer an du jetzt du wirklich so ein ganz Bild entfällt an den ganzen Aspekt wat den Edward von der Main Dude zum mal 100 the Anchoret an du nimmst als dann eben noch gesucht so wat die ganze Mechage da und wieso wurde die überhaupt mit Loneliness angefangen ich meine das war mir echt froh an nur dem also nur dem Interview auch den Album als so etwas nostalgisch für mich auch wenn es sich nicht super nostalgisch unhört das anderem absolute Prog Metal mir aber auch ganz vielen Classic Rock Nuancen wo mich zurückbringen an 70er an so Pink Floyd Zeiten die Purple Zeiten wo ich mal so mir also das ist definitiv okay an es passt an es klingt aber modern und es klingt aber mehr hart wie das an anderem Faktor dem Pete gefällt stimmt wahrscheinlich nicht da sind dabei definitiv verstehe ich auch absolut an wie gesagt ich finde viel zu viel Prog das dir gelöscht hat ich hoffe dass ich nächstes Jahr von dem Hype Train Ruf klammer kann viel zu viel bestimmt eng jet verpasst an Schule nach Göster bisschen gestöbert war das effektiv verpasst und nicht für die Lichtheime generell Mächt das viel zu viel Gutes verpasst gell? Ja boah
dafür ist anderes kann gelehrt so richtig ja mehr also von den drei Prog-Album wo abgezählt das fand ich die Anchorwert auch am besten also den die Melo am besten gefallen hört mehr das wie du siehst der Gesang ich verstehe absolut an die ganz verstehen noch mehr starken Album aber für den Rest ja. Musikalisch top kann nicht so Top Album geh mal bei Ding 5 gucken 5 mir waren bei Death Metal mir bleibe bei Vortex schon eng Band die kennengelehrt hun sie gut kennt die wahnsinnig finden von Omnivortex mit dem Album Circulate hört mich verzaubert bestimmt spät, kann das sinn bis spät am Jahr, ne oder schon ja das rich zementier wo ich Album kennengelehrt hun an den das seitdem ganz viel gelauscht hat gehen muss ich so gut ja das war wirklich Überraschung nicht kann und das relativ schwarzen tactical Death Metal gibt klangen progressive Affles auch mal dran das wirklich brachiale Sound das lächerlich komplex Waves ja sind dran an auch ultra akrobatisch Drums wat du gespielt ja das total mit total das so liegt dann dissonanten Sound an ihrem Stil mal dran den so bisschen und gerade so die Gorgots oder also aber ja weder kennt die versteht was ich mengen geht so ein bisschen an die Richtung aber et lauscht dat sech besser das nicht ich gesund das schwierig zu lauschen lauscht sich immens gut gewandert ich den Album do gesinn hun also merkt eng technisch Death Metal Band als Finnland das net dat Land wo ich ging mat dem genre assoziieren an dann an dem Fall auch net mat enger ja mat unbedingt guten technischen Death Metal ge sie mech mega krass und Beyond Creation erinnert an bisschen ja vielleicht sogar schon ein Tick besser muss ich kann sehen ja so, die Akrobatik das der richtige Begriff dafür sehr schmengen eine schmale Moleppes was noch nie probiert wird an klingt gut an sei doch bestimmt ultra witzig als live gell ja was auch ihr lächt also ihr Video geguckt ist sein Video gemacht hat Band hört sich auch nicht 100% ich das beste so ein Joke Video mit Zombie in das fall zu gucken so und, ja für ein jung Band ich meine die sind nicht lang dabei und du hast recht hier im zweiten Album geil shit geil absolut Respekt ja Geh mal so löser bei Top 3 da komm geh mal nach Stoß mir schon bei Längstunde am Gang Gottes will sie schon mit ja halt noch ein bisschen durchschleit mir hun gleich gepackt Platz Nummer 4 wen hat dat gewundert dass ich ein Silosis Album am enger Top 10 löscht hat schon nie gedurcht wieso was dann nicht op der End wärst du dich frohen an schon tatsächlich gefroht weil ich mal so ein A Sign of Things to Come aus guten Silosis Album das ist nicht der beste Silosis Album das ist definitiv den Manner komplexen Silosis Album das prinzipiell just straight to the point Melodic Death Metal ja und nicht viel zu faxen an da das vielleicht den von den Gründen wie sich von ich hatte nämlich für ehrlich zu sehen hatte ich eine Menge ziemlich schwer dürfen nee es ging mich ulleihen schon dick lang auf den Album gewahrt dann wann ich gucken den Album 4 Drohnen Cycle of Suffering war mehr ein Tick May Silosis Datei ist also nach einmal top geschrieben Lieder sind kurz 3-4 Minuten riedernd gesieht an der Wert das nicht zu komplex ist mit das aber genau das war ich von der Band werden ich will nicht so dass Drifts oder nur langweilig sind das Name an Josh Middleton wird immer schwätzen top Gitarrist underrated Gitarrist nach immer mehr das vielleicht den schwächste will ich nicht so mir das den
den Leute gebraucht hun für weißt du so wir hun ein Album okay en ass de gut méi lo gët Zeit fir bësse mi komplex Sachen. Ich meine da so eng Otempaus so dufir steht den op der Feier an net op der zwee wo en eigengel stunken. Ja man dat so kein schlecht Platz gewiss trotzdem ja ich hat auch besser gelöscht gehabt es den nie so großen Celosis Fan gewircht wiest du aber ich fand geil was zu machen mich da Sachen nicht so schon net op dem Level ge wie du gern den Unterschied ich fand das schon net ganz klar da war der Scheren hun als gut hart dass den melodischen Trash Death Metal den geht gut an Dauer an ja das anständig mal voll gut Feier dann gehen bei Menge Feier was Feier ohne Winter Sea mat Woven into Ashes de hun ich total vergis also net vergis wie ich den löscht gesinn so Mächt so war ja auch eng relativ jung Band 2014 gegründet was hier ein dritte Studioalbum Schatze bei ihrem letzten Album Illuminated kennengeleiert den man ich 2018 rauskommen genau ich mein, du hast mal so gut wie gehabt kann mich sinn ja dat war Stadt Lit befallen kann dat sinn ja genau dat ja dann in der viergänge Album kommt wird sie mache genau do weiter wo sie du opgehalen hun auch haifläse verschieden Genren zu summen du hast Melodic Death Metal du hast Black Metal und du so bisschen Pork mat dran sind natürlich auch viel Abfluss aus dem pazifischen Nordwest von USA du wo sie nämlich herkommen Flächen Nummer dran so also bis wie naturgebunden so bisschen fand ich ganz cool Sängerin Davienne so geile Gesang gewinnt einfach genial harsh wie clean so gut Schnellblasbeats, atmosphärisch Passagen bei das Elitrop Into the Horizon hecht wat komplett akustisch ass noch cleane Gesang huet an noch dat Lied fügt sich immens gut an Album dran an ich fand no von der Kreativität eng Stuf gesteigert von Illuminite das gesinn an eng Band denken von der wird morgen Zukunft da viel gute Serien. Das richtig und ich meine noch mit dem ich finde so mit dem ganzen Hype mehr gehen mittlerweile wat gut aus Shot mit female fronted Metal Bands an sie dürfen du nicht vergisst gehen meine ich Ginger as King also an der Reihe so wie Arch Enemy muss es schon seit Jahren das mehr eben so ein Band wo ich mal auch wie du so und so ja die du dürfen gern Martin große Material weil sie können Martin große Material ja sind so noch ein bisschen nicht gerade so die Bekanntheitsgrad wie eben Ginger zum Beispiel Arch Enemy aber ich denke das wird aber in Zukunft löse kommen ja hoffen wir das best so Top 3 Pff. Wen hat das gewundert op Menge Platz 3 wisst ihr mat Cosmic Warfare ja wann ich kein Winters an Album kreen da muss halt mal ganz konkret an Dekadenz zu so ja schon fies so dat next best weil sie sind mittlerweile auch schon mal besser kann so das von Volz beifügen ja Cosmic Warfare als effektiv Cosmic Warfare schon mal vieles erwart sind großen Fan weil ich wie gesagt impressionant fanden wie immer denken ich so als Jokeband mehr wir können genauso Musik machen wie Wintersun und dann bringen sie ein Album für drin wo auch schon eine Menge Top 10 war The Winter Way ein Album raus wo das du hast Wintersun auch wenn es noch nicht wirklich ist und dann gehen sie so etwas raus wo Wintersun klingt wie Atavistia ne? Es sind net deutsch gin auch van war vielleicht definitiv an sind definitiv los op dem Album drop Produktion als
vielleicht schon zu viel deelweis Ja. wann es an den kosmischen Aspekt bleibst verstehe ich, dass dat voll probieren schmengen wäre besser sich ob die für an allem Lieder wie Cosmic Warfare oder Divine Destruction zu konzentrieren an wann der App es können also verdammt schnell spielen verdammt guten Melodic Death Metal oder dann eben Blackend Melodic Death Metal machen. Ich ging do nach bisschen eng Chip zo lehnen an dann da gött aus denen definitiv die neue das Moment die neue Nummer op dem verlorenen Himmel wo Winters an stumm weil die sorry mit die können mit do mat dat geht net Ja, sowieso gerne Winters sowieso das Geschicht das Geschichte ich denken dass Geschichte das da wisst ja voilà. Da wisst ja also ich habe mich am Anfang da fest auch ja. bis schwer gedu mit der Band schon so ja Winter Sun Coverband so ein bisschen ja das ist auch nicht falsch ja das ist aktiv das falsch das ist aktiv ab dem dritten Album da war den nächsten Album nicht mal ganz gin hat von hinnen ab da muss ich so ja nee die stehen drüber die stehen definitiv drüber sie können etwas sie können davon zu machen gut ja gleich Winter Sun aber was da scheißegal das ist okay dat an sommer so dat was nur den zweiten Album ne immer Detail wie dat geheiert so durch konfirmiert Quellen sind kein Volo supergroße Patreon-Fans oder so schon net viel Patreon-Accounts 2 für genau zu sehen an die2 sind am Menge Top 3 also wisst ihr sind ich Patreon die hun so viel Musik schon fertig wo ich mal so what the hell geil was lebt man dem Finnland do klar nicht dann sind ich aber immer mehr froh so ich weiß was du könnt ich schon Schnipseln hören so okay gëtt verdammt schwer 2024 dat kannst du mal kleben gell weil ich schmenge ganz von dat stimmt da kommen du net mit da kommt da vielleicht sogar 3 engem Jahr du kannst auch über 3 gell holy shit so ich mach wohl eng Pause gell du bist gerade gegangen dich total auszuburnen also schwätzen du von Matthias Cipolla den Mastermind ja definitiv von wisst ja so calm your tits gell geht du all you für mehr als ja gerne 3 what the hell gell ich will kein Top 10 holen wo ist da wisst ja da steht wirklich schon mal übertrieben ja lass mal dabei kommen ja Inventionen motiviert sind und Talent tun sind sich auch durchführen ja weil Anna man schon nicht ja Millionen genug Winter Sun gedisst und ich gehen am Main Top 3 absolut du Stottheim Skirt mit Black Medium Current wundert mich absolut ja ich hat Band von kenne ich Band gut so lang ich kann es seit 1-2 Jahren oder so ich hatte auch nie viel gelauscht dat wo ich 109 Alben rausbringen ich mir das Rage zugehabt und das war ja das kann auch als ein transzendental Rees gesinn wat ze du gemacht haben. Also et kind se schon ewig ich mein, sie sind seit das ein norwegisch progressiv Black Metal Band die schon seit 4 Jahren dabei ist die definitiv ja die aber trotzdem aus der Mass vu Bands die dummes opgedrückte sind so bisschen raussticht an bisschen irgendwie experimentell an avantgardistisch Richtung gegangen das an den dritten Album mischt genau dasselbe das immens avantgardistisch das jeweils immens jazzisch oder bluesisch schon mal dran das schon und dann jeweils bisschen zu verreckt ich verstehe das mens verreckten Album ja das die spacisch sind Elemente und dann ist aber so die Louis melancholisch Passage gell am große ganze von schon Album wird ein ziemlich melancholisch oder so gesinn verschiedene Vocal Layers so wunderschön clean Vocals sind dann die gut knaschtig Black Metal Harsh Vocals mal dran ja das bizarre das will wunderschön gell das definitive Konzeptalbum Mengen ja von dem war mal her eine schöne
wie ich das Lied schon den Titel so cool fand. Abyss Perihelion irgendwie selbst. Ich meine, dass der zweitletzte, das das längste wird drüber ist. So 11 Minuten langen Black Metal, wo ich, okay, da tun ich auch nicht all da hören. Ja. Das ist so auflösungsreich und so dick viel, wie du siehst, Bizarres dran, dass das Kunst. Ja, das ist definitiv Kunst. Ne? Das alles Black Metal zum Deal schon, ja absolut, ja. Aber das so viel mehr. Kein normalen Black Metal. Das ist trotzdem, also für mich das beste Black Metal Album vom View, ohne dass dann 100% Black Metal aus. Ne? Ja. Das, aber den muss eigentlich gelauscht hat, soll hun für zu verstehen und für ihn zu gehen beim Universum. Das ist meine Meinung. Das ist eine gute Meinung. Ging es so. Ich ging der Olaps hier schlagen, für das wir allen zwei kennen, Hanno, Ivat, als ja, echt an Zweitplatz, weil du sind wir ein bisschen unterschiedlich. Ja. Ging ich so, du fängst mit Dinger Zweiter an, und dann meine ich mich echt, und dann schwätzen wir Ivat als echt an Zweit, für das es, ja, was meinst du? Sollen wir das so machen? Okay, ich will. Scheiler Geist. Man dann ist drum hier. Platz 2 könnte etwas Bizarres, durch absolute puren Zufall entdeckt haben. Bisschen wie Omnivortex, auch das Tour, wie ich die entdeckt habe. Das ist eine japanische Band, die Kokeshi heißt. Den Album sind Kanji-Schriftzeichen. Und ich meine, geht Hiyakoku ausgesprochen. Ist ja mal 100% sicher, aber soweit ich recherchiert habe, kennt das eventuell stimmen. Okay. Eine immens junge Band 2017 gegründet. Das tut aus ihrem zweiten Studioalbum. Das ist ganz schwer, etwas über Bands online zu finden. Basiert zwar eine Homepage effektiv auch, aber ja, das gerade von als ob Japanisch. Und dafür hast du nicht ganz viel zu verstehen. Aber das Album ist immens oft am Englisch hin und her geregelt gehen. Also ich habe schon nicht gedacht, mir fuck it, ich finde das Album so viel gelauscht hat, da war mein Summer-Album 2023 definitiv, gell. Ja, da und du Ibiza-Hits am mehr und das. Mehr und das, ja. Ja. Ja, dann wird ein bisschen auf Platz 2 kommen. Das, laut Bandcamp, also eine Mischung aus New School Hardcore, Black Metal, Post-Rock und Screamo. Das klingt weird. Trotzdem ist schon all die Genren sind drauf vertreten. Definitiv. Schnell aggressiv Waves ist so Black Metal hörst du Breakdowns dran, wie es am Hardcore hörst, Blast Beats, Chuggy, ultra geschockt geht dran, gell. Genau. Dann ist aber ruhig Momente, wie es am Post-Rock hörst, gell. Und Sängerinnen, erschwerender Sängerin ist krass. Das wird so ein krass Stimme. Das ist von den geilsten Gesangen, die ich das Tier höre. Das ist ein Fraumensch, das wusste ich noch nicht. Das ist ein Fraumensch, ja. Okay. Von ultra krass, ultra Hagen High-Pitch Screams bis ultra Dave Growls wird das Fraumensch alles drauf, gell. Okay, dann. Ich meine, das definitiv da ein Kind raus. Das ist just elitär. Und das wird mich aber genauso, wie du siehst, so. Hä? So, was geschieht du gerade? Das ist eine weird Mischung, ja, aber sie hat gut Sinn. Ich fand sie hat gut Sinn. Ja. Ich hatte so viel auch entdeckt, weil ich dann am Viewer Book hatte, so punkische Black Metal. Und da sind ich auf der so viel auf der Tote getroffen gehabt. Und das ist so eine geile Entdeckung gewesen, gell. Ja, ich liebe den Album. So wie du mal beschreibst, und so wie ich auch ein bisschen drüber gelesen und erinnert mich ein bisschen von der Beschreibung hier und ein anderer, ich meine das auch ein japanisch oder ein südkoreanisch, spanisch, weißt du mir. Also nur Jockey. Das ist auch so ein, wo ein bisschen so aus dem Nichts abgetreten ist und auch, ja, keine Ahnung, was zu holen, aber du geschieht ganz viel Bizarres und ganz viel, ja, im Genre, wo du sich nicht gingst assoziieren, wo es einfach so, mehr machen das, und ich muss rauslaufen. Ich muss einfach rauslaufen. Ja. Aber könnte dir gefallen, dass das modern, so, ja, das Blackgazisch und Hardcore, das ist richtig geil, gell, noch die ruhige Passage, das hallo, das ist nicht wirklich keine Gesang, das ist echt so
geschwartene Gesang dat hat zwischendurch so dramech an den ruhig Passage oder so geflüsters aber dat mischt auch immens cool Atmosphäre gell am große ganzen also immens düster trotzdem weil so düsteren Hardcore kann ich bei so gell geil also me so Sache will ich schon gell ich muss mei durch alle dann dat werde ich definitiv auch man okay ja Menge Silbermedaille als prinzipiell dieselbecht wie den Pizzing Eichplatz dafür ging es so mir schwätzen dann ich war dat am zweiten Akt ich mal verdicht Menge Nummer 1 und da ging beim Pizzing Nummer 1 an ja Menge Nummer 1 auch du wie wundert mech schon ein bisschen muss ich ganz ehrlich so weil offen des Jahres hätte nicht geduld dass dat ging ob Menge Nummer 1 kommen aber die Jungen von Hills Like White Lions am Album Meander ja das definitiv den Album wo ich definitiv am meiste gelöscht tun an definitiv auch ein Album wo ich analysiert tun an all singen Aspekte all Lied ich weiß nicht wie oft ob Repeat kann immer gelöscht tun schon junge Kante für run schon ihren echten Album wo einfach self-titled war Kant an der war so wow, ich fand die cool wat jemand stimme ist das Post-Metal Prog Metal méi das awer echt méi postorientiert wie lo Renge Prog wie lo Menge keine Ahnung Aviation so okay good night das definitiv méi postlastig mir dat wat jemand senger stimme mischt hue mich op dem echten Album fasziniert an ich war so okay cool mir schon fand das Lieder ich fand so langweilig waren dat definitiv net mit war einfach ein Aspekt wo ich dem Moment an net kommt richtig appreiert ja an du kom Meander an ja Lieder wie Coral oder Black Tide wo ja ich kann das nicht beschreiben es gehen halt so Alben die kommen dann einfach die tauchen op an ich hat gern mat der die Eichplatz gedeelt wost du es enger zweiter hun an dat also engerseits gut dass man der so hun wie lo weil ich mengen ich hat mich belohnt so schon einfach die Jungen so krass ger gewonnen weil ich genau de Stil vu Post-Metal wann ich mal ging eng Post-Metal Band man da wäret wahrscheinlich mindestens genau so orientiert wie sie dat man weil das genau dat war ich das du am meeste gebraucht okay ja schon ganz viel zu viel dass du bovenhai vertruden aber individuelle Episode waren Martine selber auch große Merci und wann dann letzte verstehen war nicht Megina ist schon ja wo man ein Interview hatten an so das verrückt das einfach verrückt was die man ich fand einfach super ja auch in der Verhänster eng Band die genauso dat mischt wie ja ein Album den aus Dinger se genau an do für dich gemerkt wie wir voilà, genau dat das fiel sich nämlich auch genauso und so du was filmisch ich weiß das nicht ja. Was mir das egal das ist gerne ein Album schon bei weitem so oft gelöscht hast wie du das effektiv das stimmen geil die ist einfach der Wahnsinn geil schon noch keine Stimme hören an der schmenge so kein an der Metal furchtbar Dave Stimme benutzt selber nicht 100% als Dave Stimme aus und ich meine vielleicht so alternativ ja. Irgendwie so ein Kopfstimme so ein bisschen ja ein Kopfstimme aber echter Bass orientiert ja das klingt weird muss den Klauscher tun das ist ein Album wo ich auch definitiv rekommandieren dran weil das gut das wirklich gut so eine schlechte gehen dann nicht dat den Platz sehen dass egal den armen Album die nach könnt ich verstehe dass du Platz sehen gesagt wirst ja ich meine das wie gesagt dass man ganz viel hegem Gemecker die Lüchte do immer machen ja. Nicht so dass ich die einer Mann mehr effektiv da tun ich Menge Spotify rappt weil drin dat mittlerweile mischt man da doch als Rap-Liste man wo da steht wat hast du dich gelöscht hat an du war ein Tag ich fertig gemäht ich kann nicht so ich meine schon 34 Schmol Elite von
oder prinzipielle Lieder repeat gelöscht ja grenzt dat und Wahnsinn ja mit das okay ich kind immer den ich kann automat leben ja von da hier mehr verstehen nice mal geeinst du richtig voilà, dann kommen wir zu Menger Platz 1 respektiv zum Gilsänger Platz 2 an oh Wunder ganz Welt schockiert sind wenn da du aus das keine andere wie Neoblivis Caris mit Exul ja wen hat gedicht ich du von dem wenn du klar, wenn Album rauskommt was war das schon an wer effektiv kein Meander Hills like White Lions dazwischen kommt da wäre bei mir auch definitiv ob der end egal das also ihre stärksten Album ich weiß nicht also ihren emotionalsten ja definitiv ja definitiv auch der schönsten besten emotionalsten Album von 2023 richtig ja schon das vielleicht die fremden Sängers verschiedene sind vielleicht zu viel progressiv aber ich wie trefft genau de Gu ja also ich mein hin ja auch schon oft iwwer Nebel wie Sky geschwarz an so viele Reklam gemäht wie nimme geht weil er denk fucking underrated Band nach immer ass an Feier Alben derbausen ke von denen Feier huet Manner verdingt die mindestens eng Top 3 an egal wat ennger löschte das sind verdammt genial Musiker an der wat man das der Wahnsinn das einfach der Wahnsinn das nicht normal das nicht normal dass das Leid sich können summen tun an mat so Ideen so Konzepte beschaffen einfach die wunderschöne Melodie man das nicht normal es schwelt et wäre May Bands wie sie an irgendwo sonst mal nee weil sie sind so charmant an all ihre Variationen an all ihre Lieder hier Alben sind zwar immer sonst mal sie just 6 Lieder drauf ja die 6 Lieder dauern okay keine Ahnung wie lang so guck was du kriegst gell lauscht der Elite die kann sie nicht 20 Mal lauschen ich war am Anfang so schon ganz ehrlich ich meine das ja auch schon an der Reise diskutiert weil ja wir diskutieren noch außerhalb zu Sachen oh Wunder wenn das gedört ne schon am Anfang kadech bisschen krampes gell also am Anfang war so ich wusste ja weil also Uhren war die letzten an es sind do man ennger 4 Stellung kommen wow es geht genauso so farbig an so intellektuell wie Citadel aber bei naja derweise vielleicht auch ein bisschen Portal of Eye dran und so an du hast ja Ekus Single gedroppt an also okay ja das top das absolut top me du fehlt mehr bisschen ein Tippel mir fehlt dat kann net sinn nee du musst enke laus drin verstanden so wie wann du ging App es fehlen ja okay an du gedacht, nee, kann net sinn da kann das ne wie aus dat kann net sinn du musst dat lo analyseieren an so oft laus wie geht an genau de Punkt du wärst fannen an ich meine das App es just ne ich wollte Winter so wat just ne wie Scaries kann die können dich einfach an der Band sehen weil sie genau wissen dass hier Fanbase lauscht dat alles am Detail an der wisse man ganz genau für wat dass man die Band huldigen so wie man so huldigen ja weil du geht auch effektiv immer lauscht geht net du dat muss pummel gelauscht kind da muss op de Punkt analysiert gehen alles du muss all Not musst du genoss gehen die du rauskennst alles was zu machen das ist ein geiles Album das ist einfach ja. Ich habe von ich habe auf gut Erwartungen gesagt gehabt ich gesagt lust einfach die Überraschung was zu machen weil ja das wird wie ungift gehen und noch nicht wie Citadel gift gehen und ja dann Ekus rauskommen das war das habe ich auch emotional bis gebracht gehabt laus daran
das ist so schwer das man schwer ja aber angenehm schwer nicht dass du siehst Frecke du am ustrengen zu lauschen nee dat geht so wo der Schener Dauer an das Genuss einfach das wäre so ein Album wo ich mal persönlich ging so das wäre so eng ich schlug grad anderem eng Idee für eng Episode könnte fall mit dir op der wat sinn du hast keine Ahnung du hast 3 Stunden nach zu leben den do drop ich weiß nicht wie war mir den do wahrscheinlich drop okay. Weil mich ob dat 4 berät wat könnt ja okay ja an der Hinsicht das ja keine Ahnung wie gesagt wie viele Lieder sind drop das Ecus Misericord 1 an 2 Suspire agralmengen nicht nach dat lächt Anedonia ja wo auch just hier aus den Tim Charles wo du se göttle Stimme präsentiert mat Geie gekreicht han so ja ein Gei kreische wie hier nee ja also wie gesagt mich wundert net dass bei dir das die zwei op dieselbe Platz setzen op 1 2 Alben op 1 as net richtig an dem Fall me ja das den Album vom Joa ja. Den Pit sein Album vom Joa ja mein zweiten ja das immer halt wer den zweiten me mindestens genauso ger wie den nächste gell? Ja voilà. Hat man so mir net gepackt an lo man nach ganz viel ganz viel Spute man nimme ich menggend Joa geht zum recht 24 als schon verdammt viel ugekennnecht von guten Alben die wesinn wo ich mal los schon gedanke mein mecht wat man nächst Jahr letzte Jahr sind auch in AW da sind ganz viel Festivals du sind das schon gut evaluiert denn schon waren zu viel ich so chill gell Schluss man einfach alles bestör kommen ja das klasse Speedmethode so wie sie Stadt geheiert ich muss mein Schreib aufschneiden von dir das sind angenehme Lebensteam muss ich so ja, das heißt so chaotisch für andere die man nur gucken aber für mich ist super angenehm ich meine das echt für andere also so will ganz space zu sehen gell ich verstehe Freundin sieht da doch ernst sei okay gut dass ich nicht gesucht mir war das aber auch nicht gut von Halle sieht mehr aber besser von Halle sehen nee, nicht so schlimm nicht so schlimm aber hat versteht uns nicht wie bei verschiedene Sachen so ruhig kann bleiben und ja ich gehe immer einfach ein Kunst Lebenskunst ja so viel dort wie gesagt, ja der Hund gepackt an ich meine das was du sowieso die lächt für das Jahr next Jahr ja, ganz viel geplant an mir gehen auch ob als 100. Lodur wo auch schon Apps im Kasten aus Spoiler mal im Kasten bis freien im Kasten den ganzen Datum gewurschtelt an mir noch kein Garantie ob fährt gut gehen mir das ein anderer Sache dat ging dann da all die Outtakes wo man dann Hanno wetter releasen mehr ich ging so vielleicht wenn ich man nach feier dich an gute Rutsch an der Zeit Joa an eine gute Gesundheit absolut dann her me rum am Jahr 2024 absolute Wahnsinn tipptopp bis naja auf Leid